Hallo zusammen, du bist der Crown Cletus oder der Chris. Ich versuche jetzt einfach mal hier so eine Live-Aufnahme via PS4 mal schauen, wie das funktioniert, weil ich habe leider ein bisschen Mühe, das Ganze zu recorden. Irgendwie schaffe ich es mit dem Elgato nicht und ja, das ist eigentlich ein bisschen leid, weil ich möchte es schon zeigen. Und ich hoffe, es ist eben alles klar bei euch. Ich hocke hier natürlich gerade mit dem PlayStation VR im Game Rigs Mechanized Combat League. Und ja, es ist ein sehr, sehr, sehr beeindruckendes Game. Es ist immer wieder eine Freude, das Ding zu spielen. Und egal, wie müde ich bin, wenn ich hier eine halbe Stunde in diesem Game rumziehe, bin ich dann auch so aufgedreht und mit der Adrenalin vollpumpt. Fast ein bisschen, wie es beim Töpffahren war früher, aber hey, schon noch wicked. Ja, das Game ist eigentlich so, dass man hier so ein halt Exoskelett hat, wo man drin rumlaufen kann, so ein bisschen wie ein Titan vom Titanfall. Der hat dann verschiedene Waffen jeweils, der hat verschiedene Stärken in Bezug auf die Rüstung, auf Geschwindigkeit. Und unten auf dem Bildschirm, ich hoffe, man sieht es einigermaßen, sieht man auch die verschiedenen Klassen. Es gibt eine Knockout-Klasse, die so ein bisschen im Nahkampf brauchen kann. Dann gibt es die, die über Distanz gewisse Objekte können zu sich ziehen können. Es gibt die, die den Radar stören und Teammates im näheren Umfeld heilen. Nukes sind die Tage liegen, wenn sie sterben. Das macht Schaden dem eigenen Team wie auch den Gegner. Dann haben wir die, die ein Schild auf dem Rücken tragen, um so ein bisschen besser geschützt zu sein von hinten eben. Dann die Vampire. Jedes Mal, wenn ein Gegner killst, füllt sich dein Schild automatisch wieder auf. Das gefällt mir eigentlich am besten. Das sind halt so die Teams. Und innerhalb von diesen Teams gibt es dann immer noch einen Sentinel. Das ist halt so ein grosses Rig, schnell zeigen, wo ziemlich stark und gut gepanzert ist. Dafür nicht ganz so flink. Und auch beim Springen hat er so ein bisschen seine Eigenheit, aber ist natürlich auf jeden Fall der Tank vom Game und sieht auch sehr nice aus. Der zweite ist dann der Hunter. Mal, da habe ich auch schon einen gekauft, genau. Hier ist man ziemlich klein, ziemlich flink. Man kann auch gewisse Wege auf den Maps nutzen, wo eben den grossen Rigs nicht möglich ist, durchzuziehen. Ich kann einfach auch einmal normal springen. Dann hier ist mein Lieblingschassis, mein Lieblingsrig, Mirage. Die kann einen Doppelsprung machen, ist zwar ziemlich gross und kann wegen dem nicht so gut bei diesen ganzen Kanälen durchziehen, die man in den Level sieht. Aber eben Doppelsprung ist viel wert, sie hat gute Schilder, gute Geschwindigkeit, passt mir tipptopp. Und dann gibt es hier noch das vierte Rig. Jetzt ist mir der Name gerade entfallen, leider. Und irgendwie sieht man das auch nie, habe ich das Gefühl. Aber mal Tempest, sorry, da steht es genau. Tempest heissen die und wie ihr da unten bei der Animation hoffentlich seht, kann der so ein bisschen fliegen, der kann sich in dem Sinne in die Luft katapultieren und kann so dann eigentlich mit einem ziemlich guten Überblick auf Gegner schießen. Hat zwar fast keine Schilder, ist auch klein und flink, wie der Hunter schon. Und dann hat man jeweils zu den Waffen auch noch zusätzliche Informationen, wie die funktionieren. Also es ist wirklich sehr gut gemacht. Man kann es online spielen, habe ich bisher jetzt noch nicht gemacht. Hier seht ihr meinen Charakter. Hier noch einmal besser, man kann alles modifieren, der Helm, was auf dem Helm drauf gemalt ist, das Outfit. Man kann hier verschiedene Posen wählen, man kann Sponsoren wählen. Ja, es ist wirklich, wirklich sehr ein umfangreiches Game. Und dann spielt man hier eben in diesen Ligen. Und jetzt bin ich aufgestiegen in die nächste Liga. In der ersten habe ich ziemlich easy den ersten Platz auch können besetzen und auch behalten. Aber hier seht ihr, jetzt bin ich mit meinem Team auf dem 5. von 6 Plätzen. Wir haben aber schon ein bisschen Mühe. Und ja, ich hoffe, das Ganze klappt mit dem Recorder einigermaßen. Ich würde sagen, wir starten mal und versuchen hier unser Bestes. Was ich das letzte Mal überlegt habe, ist eigentlich... Ja, nein, das ist schon gut, die 2. Eigentlich könnte ich auch noch einen kleineren Rig in unser Team aufnehmen, weil jetzt sind wir eigentlich alles grosse Scheiben und so ist das Team eigentlich nicht wahnsinnig gut gefächert in Bezug auf die Fähigkeiten und Möglichkeiten, aber dafür haben wir halt in dem Sinne eine starke Verteidigung, starke Schilder. Ja,
Ja, und jetzt kommt dann gang so ein bisschen das Intro, die Ladesequenz, wo man noch so ein bisschen aufgepumpt werden von den Teammates. Da sieht man auch noch einmal die Tricks von den Teammates hinten dran warten. Meine Scheiße, jetzt habe ich nicht gewechselt. Crap. Ich habe ja unbedingt zum Mirage wechseln, weil hier der Hunter mit den 2 Beams ist nicht... gefällt mir nicht so gut, leider. Hier vorne seht ihr dann so einen Pfeil, das ist der Turbo-Modus, bewege ich mich schneller, das kann ich umschalten auf den Reparaturmodus oder auf den Angriffsmodus. Beim Reparaturmodus tut es mich selbstredend reparieren und beim Angriffsmodus mache ich ein bisschen mehr Schaden. Es ist schon noch flashig gemacht und ich muss sagen, das Game sieht sensationell aus, weil sie haben das absolut mit VR eigentlich im Bewusstsein angefangen programmieren, anfangen kreieren. Und so hat man viele Nachteile nicht, wie eben die pixelige Sache vom Drive Club VR oder so. Da haben wir schon wieder einen. Jetzt schalte ich hier auf die härtere Munition um. Yes, einen genommen. Jetzt muss ich schnell ein bisschen nachladen. Ui, wow! Jetzt habe ich gar nicht geschnallt, woher das jetzt fertig gemacht wurde. So, das Rumfliegen, das Aufspicken, wenn man stirbt, das kann man auch deaktivieren. Ja, eben, zum Teil wird man sehr schnell fertig gemacht. Aber ich finde es noch angenehm, da kann ich mir eine ziemlich gute Übersicht verschaffen vom Spielfeld. Und es kruselt aber schon ein bisschen im Magen, halt wie Achterbahn-Style. Aber das macht ja eigentlich nichts. Wo muss ich die Scheibe? Gehen wir schnell hier hinten mal schauen. Nein. Wenn man genug Energie gesammelt hat, kommt man auch so in einen Spezialmodus rein. Hey, Scheiße, dem seine Raketen machen anders Damage. Und dann hat man einfach alle 3 Funktionen aktiviert, also Reparatur, Geschwindigkeit und Munition. Das ist eigentlich noch ein schöner. Jetzt muss ich schnell schauen, hier hinten scheppert es ein bisschen. Vielleicht kann ich hier einen Kollegen helfen oder übernehmen. Yes, das hat gelangt. So, jawohl, jetzt bin ich eben hier in diesem Overdrive gewesen, kurzzeitig, schade. Und dann bist du halt einfach so ein bisschen boosted. Ja, das oben durchfliegen ist eben für den Magen schon ein bisschen gespässig, aber auf eine angenehme Art und Weise. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen speeden. Oh nein, jetzt bin ich runter in so einen Nuke reingezogen, leider. Ja, und ihr seht, wir haben keine Chance. Hey. Wirklich Straub haben. Weißt du, dann kommst du auf die Welt und wirst komplett fertig gemacht schon. Ja, das läuft gerade nicht so gut. Dort ist schon gerade einer gespawnt. Eben, hey, 14 Punkte vorne. Das gibt's ja nicht, oder? Oh nein, das geht wieder gegen 2. Ja, du bist chancenlos. Das ist halt ein bisschen das Problem, wenn du mit Computer-Teammates spielst. Das können ihr ja auch. Die sehen sie halt schon nicht so hell. Oh, jetzt sterbe ich auch noch einmal. Oh nein, es hat noch gelangt. Ja, und in dem Sinne, wenn man jetzt ein Team hat, wo einer der Heiler ist, dieser schaut, dass von hinten nicht attackiert werden und der Dritte hat halt irgendwie... Keine Ahnung, der Heiler haben wir schon. Auch vielleicht der Vampir, den ich jetzt spiele, wo die Schilder wieder auffüllt. Und von dem her hat man dann eigentlich eine schöne Kombination, wenn man ein bisschen zusammen bleibt und so. Ich habe mir auch überlegt, stell dir vor, wenn jeder vom Team einen Heiler nimmt, was bedeutet das dann? Dann wird man ja von 2 gleichzeitig geheilt. Ist das überhaupt möglich? Ja, und so muss ich das sagen, probiere ich gerne mal ein paar Online-Matches. Aber ich muss mich echt auch noch in das ganze Game reinfuchsen, weil es ist so komplex auch von diesen ganzen Stats und wie sich die unterscheiden, die verschiedenen Rigs. Ich habe mir jetzt mal so einen Excel-Sheet zusammengestellt, wo ich das so ein bisschen anschauen kann. Damit ich wenigstens so ein bisschen vergleichen kann, halt, wie sie von den Zahlen immerhin aussehen. Hey, nein. Also, die Beamwaffen, die ich habe, sind eigentlich auch ziemlich scheisse, um ehrlich zu sein. Die können zwar Schaden machen, ziemlich heftig sogar, aber es ist dann eher so, dass sie über die Zeit eher Schaden machen. Und ja, wenn er so siehst, die mit den fetten Warhead-Raketen werfen, die machen einfach mit einem Schuss 3-mal so viel Schaden wie ich halt. Innerhalb von ein paar Sekunden und dann kommst du nicht wirklich weit. Also.
Ja, von diesen Kills, die wir gemacht haben, sind nicht viele von mir. He? Hey, ja, nicht so einen Fliegenden eigentlich am Start. So, den nehmen wir. Giele, nein! Yes, oh, fuck, jetzt sprengt's es mich. Oh nein, mal. Ja. Hey, das ist das Hinterletzte. Dass sie das überhaupt eingebaut haben, dass die scheiß Nuke am Schluss, das ist eine Frechheit. Immerhin beschädigen sie das eigene Team auch. Aber das ist in meinen Augen keine Entschuldigung. Hey. So, immerhin ein Assist. Oh nein. Ja, schade. Halt noch so ein bisschen auf Faustkampf versucht zu machen. So, vielleicht längt es mir jetzt. Nein, zieh nicht rein. Der hat noch 1 Pixel Leben gehabt. Fuck. Ja, sorry. Ein bisschen viel am Fluchen. Ich beklecke mich hier auch nicht unbedingt mit Raum. Ja, das ist der fliegen kann, genau. Scheiße, 24 Punkte vor. Wir haben keine Chance, oder? Ui, da hinten hat es gescheppert. Oh. Ja. Ich denke, ich würde mir dann erlauben, noch eine zweite Runde zu spielen, weil ja, sie gehen eben zum Glück auch nicht so lange. Also wenn man so fertig gemacht wird wie jetzt hier vom Computergegner, dann muss man nicht allzu lange leiden. Das ist schön, jetzt hier noch einen zu verwischen. Schade. Ja, wir waren richtig schlecht gewesen. 41:15, Jesus. Ja, und sonst ist aber alles im Butter. Das Tracking geht gut bei diesem Game, das Umschauen funktioniert gut. Wow, ich war der Schlechteste. Okay, immerhin. Und ich bin auch nicht am meisten Mal gestorben. Ja, am öftesten. Ja, und das ist dann unser Chat, wo wir halt wieder zurück ins Lager fliegen oder zur Veranstaltung. Und das ist noch lustig gemacht. Die Volksflüge. Man kann auch ein bisschen aufstehen, ein bisschen rumschauen. Das ist dann eben der MVP. Das habe ich auch schon 1 oder 2 Mal geschafft in der letzten Liga. Und dann kann man so ein bisschen die Moves wählen, die der Typ dann drinnen macht. Und es ist cool, wenn man nachher schauen kann. Und eben allgemein, das Gefühl, in diesem Mac zu hocken, ist super. Ja. Eben dann hier meine 2 Kollegen kosten auch noch einiges an Kneten. So komme ich finanziell nicht wirklich gäbig führen. Aber ich bleibe dran, weil eben, es ist jeweils auch eine gute Übung, Maps halt können zu lernen. Es ist wie im Call of wie in jedem anderen Shooter, wo du einfach am Anfang keinen blassen Schimmer hast, über welche Ecken und Kanten, dass jetzt die Leute halt über die halbe Map über kannst anvisieren. Alright, also. Ja, wir sind abgeschlagen, wir schaffen es nie mehr auf den 4. Platz. Aber jetzt ziehe ich mir hier mal ein neues Chassis, jetzt habe ich gerade ein bisschen Geld gehabt. Und ich habe das letzte Mal schon checken, was hier Smart Missile genau ist. Das ist sonst eben mein Liebling, der 9 Lives. Also kaufen wir das Ding. This is Hardcase, a Mirage-class rig benefiting from the Carapace ability. Carapace, genau, stimmt, er hat das Schild auf dem Rücken voll. Aber sieht stylisch aus, die Knarre. Hey. Coole Sache. Also, jetzt mal schauen, jetzt haben wir noch das Power Slam. Dort muss man sich aufboosten. Und dann so in der Mitte wie durch ein Goal springen. Dann gibt es den ersten Punkt. Das ist noch ein guter Spielmodus. Du musst noch ein bisschen das Headset anpassen. Ja, ich bin wirklich gespannt, ob das funktioniert mit der Aufnahme. Und nur schon der Ladebildschirm, ich habe gerne Freude, die Macs anzuschauen. Aber das hat schon damit zu tun, dass ich so ein bisschen Mac Warrior, whatever, das Roboter-Thema schon noch interessant finde. Yeah, nice, hey. Was, jetzt haben wir genau den gleichen. Das stimmt! Zweimal der gleiche im Team. Geil, die Elektrokugeln. Ah, cool. Gewisse Waffen schalten dann auf Rot, wenn man in
stärkeren Schussmodus schaltet. Das finde ich noch recht cool. Also, und jetzt habe ich das Schild auf dem Rücken. Das hilft auf jeden Fall gegen alle Distanzangriffe, einfach nicht gegen Nahkampf. Was ja schon einen Sinn macht. Okay. Hier ziehen immer gerade auf die Kante raus, um so ein bisschen drüber zu snipen. Los geht's, kommt. Und eben der Doppelsprung von Mirage ist schon extrem hilfreich. Wow, cool, Mann. Yes, da haben wir schon einen und der scheiß Nuke ist gerade wieder weg. Also die Plasmaknarre gefällt mir noch gut. Wo sind da Gegner? Hey? Wo sind die Gegner? Ui, ui, ui. Schnell ein bisschen. Oh, jetzt hat die Seite gewechselt. Crap. Ah, das habe ich nicht geschnallt. Also jetzt mal schauen. Oh nein, nein, ich sehe schon einen können ziehen. Schön da. Ui. Ui, da habe ich auch keine Chance. Ja, schade. Jetzt bin ich hier vor der Bedienung her nicht ganz so gut vorwärts gekommen. Da ist einer von uns dran. He? Ja, schön gemacht. Schön gemacht. Oh, da unten sind zwei von diesen Bastarden. Hey, nein, weisst eben, wie gesagt, gegen zwei hast du keine Chance. Oh nein, der zieht, ja. Ja, jetzt hat man es gerade schön gesehen. Immerhin haben sie ihn auf ihn drauf geschossen. Nochmal Hit, wow. Gau, wirklich, hey. Komm schon. Das... Ich muss schnell ein bisschen das Schild aufbauen. Hey. Nein, irgendwo wird ja angegriffen, genau. Komm schon, Junge, komm schon. Get down. Yes, wer hat's gedacht? Jetzt habe ich Overdrive, genau. Hey Mann, der Typ. So, okay. Nein, jetzt hat es mich genug schade. Und jetzt hätte ich eben das Tor machen können. Immerhin hat unser Team ein bisschen aufgeholt. Ja, die Plasmaknarre kommt noch gut, hey. Diese greift von hier an, oder was? Schade, hat es schon. Nächste. Nein, das lenkt hinten vorne nicht, hey. Jetzt, vor allem jetzt ist mir noch die Munition ausgegangen. Alright. Yeah, das ist immer cool. Kann man noch ein bisschen die anderen Max anschauen. Mann, die Mustangs haben mich jetzt schon recht gedacht. Schade. Hier sieht man noch so ein bisschen Zuschauer. Ja, ich muss jetzt vielleicht wirklich mal so ein grosses Sentinel-Chassis auswählen. Und von der Steuerung ist es halt schon auch noch tricky, weil man braucht eben auch L1 und R1 zum Ausweichen. Und ich habe eigentlich meistens nicht den Zeiger und den Mittelfinger auf den Knöpfen, sondern spiele einfach nur mit dem Zeiger. Ja. Ah shit, jetzt habe ich es nochmal aufgeschafft. Komm schon. Yes, Overdrive. Jetzt möglichst schnell rauf. Ja. Schnell schauen, die sind vielleicht hier oben. Ja. Oh. Yes, es geht Doppelgoal von uns. Nice, hey. Oh nein, irgendwo ist jemand am 13. Ja. Oh nein, geht zwei. Ah, damn. Ja, schade, jetzt habe ich gedacht, jetzt haben wir fast ein bisschen aufgeholt. Oh, Achtung! Ja, schade, da bin ich jetzt nicht weggekommen. Mann, es ist wieder 8-5 und dort kommt schon wieder der nächste. Damn, hey.
So, immerhin ein Takedown. He? Jetzt können wir hier noch schnell ein bisschen aufpusten. Nein, wirklich nicht. Nein. Wo sind unsere Gegner? Das ist einer, das ist einer. Schön, schön. Schön, das kann länger. Yes. Nein, kein Mund mehr. Oh, yes, nur der Pony. Hey, nice, nice, dass das geklappt hat. Das war der Falsch, der es anvisiert hat. Smart Missile ist schon noch gut. Nein, 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 der probiert es, aber er schafft es nicht. Yes. So, come on. Schön, jetzt läuft es gar nicht so leid, hä? Oh, jetzt sagt er, und er nimmt es noch gerade. Ja, aber sie haben gleich noch einen vorne, hä? Da müsste jetzt noch einen reinspringen, dass wir wenigstens unentschieden machen können. Ja, schade. Ja, aber es war ein spannender Kampf. Und eben, ich finde, ich bin dort 1000-mal mehr involviert als in einem Call of Duty. Hey. Weil ich halt mit drin bin. Das ist schon ein sehr schöner. Ja, immerhin. Das ist geil. Und sie sind immer so positiv, von dem her ist es schon noch ein schöner. Ja, ja. Wirklich mein absolutes Favorite Game. Hey. Wenn das die Zukunft ist von VR-Games, Mech-Games, dann muss ich sagen, sind wir auf dem richtigen Weg. Sie haben da absolute Top-Arbeit abgeliefert und im Titanfall 2 wird es ja auch so eine kleine VR-Erfahrung geben, nicht, dass man es wirklich spielen kann, aber vielleicht den Titan mal noch in VR anschauen, was auch ein schöner ist. Und ich hoffe, dass da im nächsten Titanfall das auch eine Option ist, dass man das so spielt. Scheiße, jetzt haben Grizzlies tatsächlich noch einen gefunden. Hey. Oh mein Gott. Auf jeden Fall wieder ein neuer Lang aufgestiegen. Eben, man bekommt auch immer so ein bisschen irgendeinen Follower und so und bleibt auch dadurch ein bisschen motiviert, weil auch wenn es nicht gut läuft, jetzt auch in dieser zweiten Saison, wo wir wirklich gerade schlecht sind, geht es weiter und man bekommt Knete und kann sich die Rigs kaufen und wird immer wieder besser, je mehr dass man trainiert. Ja, das war schön. Endzone, das ist noch der mit dem Ball. He? Nein, aber ich denke, es reicht. Es reicht für einen Moment. Ich hoffe, es hat alles geklappt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, kann ich das noch mal probieren und irgendwann finde ich das schon raus, wie ich bessere Videos aufnehmen kann in VR. Es gibt ja genug andere, die das schon können. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.